Тренажер по глаголам уровня А2, Б1. Учимся использовать глаголы в разных фразах. Данный материал подготовлен на основе немецких учебников и поможет вам успешно сдать экзамен на уровень А2, Б1. Я сообщаю тебе новость. Ich teile dir die Nachricht mit. Ich teile dir die Nachricht mit. Он сообщил информацию вчера. Hat die Infos gestern mitgeteilt. Hat die Infos gestern mitgeteilt. Она сообщила нам все важные детали по электронной почте. Sie hat uns alle wichtigen Details per E-Mail mitgeteilt. Sie hat uns alle wichtigen Details per E-Mails mitgeteilt. Мы сообщим результаты завтра. Wir werden die Ergebnisse morgen mitteilen. Wir werden die Ergebnisse morgen mitteilen. Я сижу в интернете. Или я серфу в интернете. Ich surfe im Internet. Ich surfe im Internet. Он вчера серфил в сети. Hat gestern im Netz gesurft. Hat gestern im Netz gesurft. Я общалась по видеосвязи с друзьями. Ich skypte mit meinen Freunden. Ich skypte mit meinen Freunden. Он вчера общался по видеосвязи с семьей. Hat gestern mit seiner Familie geskypt. Hat gestern mit seiner Familie geskypt. Мы договариваемся встретиться завтра в кафе. Wir verabreden uns morgen im Café. Wir verabreden uns morgen im Café. Они обмениваются мнениями о проекте. Sie tauschen sich über das Projekt aus. Sie tauschen sich über das Projekt aus.
Мы общаемся по электронной почте. Wir kommunizieren per E-Mail. Wir kommunizieren per E-Mail. Мы обсуждаем задачи на собрании. Wir besprechen die Aufgaben im Meeting. Wir besprechen die Aufgaben im Meeting. Мы обсудили задачи в команде. Wir haben die Aufgaben im Team besprochen. Wir haben die Aufgaben im Team besprochen. Мы создаем презентацию для класса. Wir erstellen eine Präsentation für die Klasse. Wir erstellen eine Präsentation für die Klasse. Мы создали новую презентацию. Wir haben eine neue Präsentation erstellt. Wir haben eine neue Präsentation erstellt. Она формирует группу для проекта. Еще мы говорим, она создает группу для проекта. Да? Создавать, формировать. Глагол bilden. Sie bildet eine Gruppe für das Projekt. Sie bildet eine Gruppe für das Projekt. Он развил свои навыки через курсы. Sie hat seine Fähigkeiten durch Kurse gebildet. Er hat seine Fähigkeiten durch Kurse gebildet. Мы налаживаем контакты на конференции. Wir knüpfen Kontakte bei der Konferenz. Wir knüpfen Kontakte bei der Konferenz. Она налаживала много контактов или наладила много контактов. Sie hat viele Kontakte geknüpft. Sie hat viele Kontakte geknüpft. Следует использовать преимущества интернета. Man sollte die Vorteile des Internets nutzen. Man sollte die Vorteile des Internets nutzen. Я использую эту программу каждый день. Ich verwende dieses Programm jeden Tag. Ich verwende dieses Programm jeden Tag.
Эта программа используется во многих компаниях. Dieses Programm wird in vielen Firmen verwendet. Dieses Programm wird in vielen Firmen verwendet. Выражение wird verwendet – это у нас present passive. Он скачивает музыку. Lädt Musik herunter. Lädt Musik herunter. Вчера я скачал новую песню. Ich habe das neue Lied gestern heruntergeladen. Ich habe das neue Lied gestern heruntergeladen. Мы меняем тему. Wir wechseln das Thema. Wir wechseln das Thema. Мы регулярно меняем наши стратегии. Wir wechseln regelmäßig unsere Strategien. Wir wechseln regelmäßig unsere Strategien. Она злится из-за шума. Sie ärgert sich über den Lärm. Sie ärgert sich über den Lärm. Она очень злилась из-за опоздания. Sie hat sich sehr über die Verspätung geärgert. Sie hat sich sehr über die Verspätung geärgert. Я хочу пожаловаться. Ich möchte mich beschweren. Ich möchte mich beschweren. Он жалуется на дефектный товар. Reklamiert das defekte Produkt. Reklamiert das defekte Produkt. Клиент жалуется на свой сломанный телефон уже неделю. Der Kunde reklamiert seit einer Woche sein defektes Handy. Der Kunde reklamiert seit einer Woche sein defektes Handy. Мы меняем сломанную технику. Wir tauschen das kaputte Gerät um. Wir tauschen das kaputte Gerät um. Он обменял сломанный телевизор и получил новый. Tauschte den defekten Fernseher um und erhielt einen neuen. Tauschte den defekten Fernseher um und erhielt einen neuen.
Я извиняюсь перед тобой. Ich entschuldige mich bei dir. Ich entschuldige mich bei dir. Учитель подытоживает основные моменты. Der Lehrer fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Der Lehrer fasst die wichtigsten Punkte zusammen. То есть дословно можно перевести как самые важные моменты. Wichtigsten. Wichtig– это важные. В парке не разрешают жарить мясо. Der Park erlaubt kein Grillen. Der Park erlaubt kein Grillen. Здесь запрещено курить по закону. Das Gesetz verbietet das Rauchen hier. Das Gesetz verbietet das Rauchen hier. Полиция штрафует за нарушение закона. Die Polizei bestraft Verstöße gegen das Gesetz. Die Polizei bestraft Verstöße gegen das Gesetz. Учитель указывает на домашнее задание. Der Lehrer weist auf die Hausaufgaben hin. Der Lehrer weist auf die Hausaufgaben hin.